Herzlich willkommen zum Teil 2 von unserer Serie «Das Fundament der Liebe». Wir haben letzte Woche gestartet mit einem ersten Aspekt über die totale Annahme. Und heute legen wir einen neuen Fokus, einen zweiten Aspekt, wo wir ins Auge fassen werden. Und es dreht sich alles um eine besondere Mission. Und in dem Lied, das der Tim Bendzko schreibt, er besingt das so eben als eine besondere Mission. Und ehrlich gesagt, wir uns nach einer ganz kleinen Erledigung, denn trotzdem, er singt eine ganz besondere Mission, muss nur noch kurz die Welt retten und gleich danach bin ich wieder bei dir. Und es ist eine besondere Mission, aber es ist dann auch so eigentlich eine belanglose Sache, neben allem anderen noch, rasch die Welt retten und dann kann ich es dann schon noch machen. Kaum gerade, es ist von dieser riesen Mission runter ins Persönliche, zum Gegenüber, ich bin nachher gerade wieder bei dir. Und mir ist der Song in den Sinn gekommen, in der Vorbereitung auf die Predigt, weil wir wollen heute eine ganz besondere Mission anschauen. Und es könnte sein, dass ich ein bisschen in Fahrt komme. Es hat mich begeistert, weil das ist ja mein Privileg, dass ich da predigen darf, dass ich mich mit etwas auseinandersetzen und ich hoffe, dann auch ein bisschen inspirieren mit dem. Ich könnte ins Schwärmen kommen. Die grösste Mission von allen Zeiten, die wird uns beschrieben im berühmtesten Bibelvers der Welt. Ich habe einen ChatGPT gefragt und der hat auch gesagt, das ist der berühmteste Bibelvers, für all die von euch, die das kennen. Johannes 3,16, ganz ein berühmter Text. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Der Tim Bendzko sagt, eine besondere Mission. Und der Vers beschreibt uns die grösste Mission von allen Zeiten. Gott hat der Welt die Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergegeben hat. Und ich möchte so auf zwei Sachen, die mich anspringen, eingehen. Das erste ist, Gott hat der Welt seine Liebe so gezeigt. Und vielleicht geht es dir gleich wie mir, dass ich den Vers vor allem in meinem persönlichen Kontext immer verstanden habe, dass Gott hat mich so fest geliebt. Und das ist es auch, auf das kommen wir gerade noch, aber hinter dem Wort steckt viel mehr. Das Wort Welt kommt aus der Übersetzung vom griechischen Wort Kosmos. Und der Kosmos, das bedeutet wiederum, wir kennen das Wort, das ist auch für uns ein Begriff, es steht für Ordnung, für Anordnung, es steht für eben die ganze Welt, es steht für die ganze Schöpfung und es steht auch, es wird auch verwendet als das Wort für den Schmuck, also etwas, wo eben wunderschön, schmückend ist und eben angeordnet. Ich habe noch ein Bild mitgebracht, wo ein bisschen etwas von dem Kosmos versucht zu zeigen. Und du darfst das gerne einblenden. Das ist ein ganz, ganz kleiner Ausblick aus dem Kosmos raus, wo Gott liebt. Das ist unsere Milchstraße, unsere Galaxie. Aber wenn wir gerade entdecken im Moment, ist das Teil noch viel weiter, viel grösser, viel unglaublicher und Gott liebt die Welt. Und er meint das, nicht unsere Erde, nicht dich und mich allein, sondern all das darüber aus. Kosmos ist all das, was Gott geschaffen hat. Also es gibt einen grossen Unterschied zwischen zwei Sachen, nämlich zwischen Gott, er ist nicht Kosmos, er ist außer dem Kosmos. Und dann gibt es all das, was er geschaffen hat, und das ist Kosmos. Das ist unglaublich. Das ist für dich und mich nicht ergreifbar, nicht erfassbar. Das ist die Welt, die er liebt. Das hebräische Pendant dazu, wofür das Wort verwendet wird, ist Himmel und Erde. Und vielleicht klingt euch das an. Der erste Vers der Bibel, Genesis 1, Vers 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Kosmos. Alles. Alles ausser sich. Weil er ist schon gewesen. Das heisst, Gott liebt den Kosmos. Er liebt seine Schöpfung. Er liebt alle Tiere drauf. Er liebt Natur. Er liebt Materie. Er liebt auch, weil Kosmos heisst auch Ordnung, die physikalischen Gesetzmäßigkeiten, die all das abstimmen. Und ich meine, ich habe keinen blassen Schimmer von dem, aber die Leute, die sich damit auseinandersetzen, sagen, es ist wundersam, wie das alles zusammenspielt, dass wir da auf dieser Erde lebensfähige Bedingungen haben. Gott liebt das alles. Und es muss ihm enorm viel Freude machen. Stellt euch das mal vor. Wenn du das geschaffen hast und das beobachtest. Es muss ihm enorm viel Freude machen. Vom Detail bis hin zum fein abgestimmten Universum. Und dann denke ich so, du hast ja schon Freude an einem wunderschönen Sonnenuntergang. Geht es dir auch so? Ich meine, im Moment vermissen wir die. Hochnebel, oder?
Ausser du hast ein schönes Häuschen irgendwo. Genau. Du bist vielleicht im Livestream dabei in dem Fall, dann bist du nämlich nicht da vor Ort. Aber, und jetzt gibt es von denen Hunderttausende gleichzeitig auf der ganzen Welt. Hey, was flasht das schon hier? Und Gott sieht das. Und ehrlich gesagt, unsere Erde ist so ein kleiner Muckenfurz von dem Ganzen, was er geschaffen hat. Ich glaube, es macht ihm viel Freude und er liebt das unglaublich. Und als Teil davon, und das ist mit inbegriffen, liebt er dann die Menschheit da drin hinein. Als ein Teil von der Schöpfung steht Gott hat die Welt so sehr geliebt, auch für den Mensch, für die ganze Menschheit, für alle Menschen, aber dann auch ganz persönlich, und da kommen wir wieder beim Tim Bensko an. Ich bin dann gerade wieder bei dir. Gleich bin ich wieder bei dir. Auch dich und mich ganz persönlich. Und ich finde, das ist so irgendwie schon unergreifbar in unserem Kopf. Die Größe von Gott und dann das Interesse fürs Individuum. Und heute skalieren wir so auf und zu auf dieser Ebene. Und dann ist der zweite Aspekt. Also Gott hat der Welt seine Liebe, im Kosmos seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergegeben hat. Seinen einzigen Sohn für sie hergegeben hat. Er sendet seinen Sohn in diese Welt hier, weil er das so liebt, was er geschaffen hat, weil er so viel Freude an dem hat, weil es ihm so fest auch gefällt und befriedigt. Und ich habe euch da etwas mitgebracht. Ich bin auch ein Schöpfer. Und ihr alle wisst, ich schaffe Lego-Welten und das ist tatsächlich ein Bild aus meinem Schrank. In der Zwischenzeit ist sie noch ein bisschen grösser geworden. Und ich meine, das ist ja nur schon eben ein kümmerlicher Vergleich, muss ich euch ehrlich sagen, aber Vergleiche sind immer kümmerlich. Aber wenn ich dann die Welt so anschaue, dann finde ich das fantastisch. Gott liebt das, was er so geschaffen hat und ich habe auch Freude an dem, was ich geschaffen habe. Und jetzt, wir kommen dann nochmal auf das Lego-Ding zurück, ich möchte einen kurzen Zwischenschub machen. Eben, ich glaube, es ist jetzt mal wichtig, um ein bisschen aufzudehnen. Es geht nicht nur um mich und die einzelnen Personen da drin, die er liebt, sondern es geht eben um viel mehr. Den individuellen Fokus möchte ich ein bisschen öffnen. Es geht Gott um alles, was er liebt und darum hat er Jesus und seinen Sohn gesendet. Nicht nur um Menschen, es geht ihm um die Wiederherstellung von allem in den Weg zu leiten, von der ganzen Schöpfung. Und ich möchte euch da auf einen Vers hinweisen aus dem Kolosserbrief. Das ist ein wunderschöner Text, haben wir vor einem Jahr eine Predigtserie darüber gemacht. Und in der Einleitung, im Kapitel 1, hat es einen Christus-Hymnus, wo der Sohn bepriesen wird. Kapitel 1, Verse, glaube ich, ab 12 bis 20. Und im Vers 20 heißt es, Gott hat beschlossen, alles im Himmel und auf der Erde, Himmel und Erde, Kosmos, durch ihn, Christus, mit sich zu versöhnen. Ich glaube, es ist super, wenn wir das einfach einmal im Auge haben. Also, Jesus ist da für alles. Das ist der eine Aspekt. Und dann geht es aber eben ganz bis zum Individuum hier. Er liebt den Einzelnen, den Mensch als Teil davon. Und genau darum ist er auch gekommen. Er hat seinen Sohn für sie hergegeben. Gottes Liebe zeigt sich darin, dass er diese Mission auf sich genommen hat. Und jetzt wird es für mich verrückt, kannst du gerne das Lego-Bild nochmal bringen. Ich meine, ich liebe meine Lego-Stadt. Mir gefällt das. Ich schaffe das, ich stelle es auf und dann habe ich Freude daran. Und ich habe nicht mehr so viel Zeit für das, leider früher ein bisschen mehr gehabt. Aber vielleicht dann bald wieder mit meinen Kindern. Und dann überlegen wir so, er hat die Mission auf sich genommen und ist als Mensch in das hineingekommen. Und so für einen kurzen Moment ist es noch verlockend. Stell dir mal vor, du könntest in dem Auto reinhocken und rumcruisen. Aber ehrlich gesagt, ich habe mir dann überlegt, wenn ich es machen würde und selber als Schöpfer in diese Welt gehe, dann würde ich kommen als Superman. Ja, jetzt du es richtig finden, dass ihr das schön könnt, die Kamera haben. Ja, das schämt sich ein bisschen. Dann würde ich auch als Superman. Aber noch dann, so ein Plastikmännchen mit Löchern dabei werden, wo sich nicht selber bewegen kann, nichts. Also, nochmal zurück zum Kosmos. Der Gott, der über allem ist, hat sich entschieden, in das Menschliche hineinzukommen als Jesus Christus. Das heisst, sich zu begrenzen, sich zu limitieren, sich einzuschränken, alles preiszugeben von dem, was er eigentlich wäre. Weil er ist anders als Kosmos. Und dann ich wieder Mensch. Und ich komme mitten drin hin. Ein läppischer Vergleich mit dieser Lego-Stadt. Vielleicht hilft es ein bisschen. Das hat mich angesprungen. Das ist Gottes Liebe. Dass er das gemacht hat. Weil ihm das, was er geschaffen hat, so wichtig ist, das Kostbarste überhaupt, dass er die Beziehung dazu so direkt aufnehmen will. Dass er als Gott in die Schöpfung hineinkommt. Gott hat die Notwendigkeit gesehen, selber Mensch zu werden. Und darum können wir sagen, Liebe hat einen Namen. Gottes Liebe zu seiner Schöpfung. Und der ist Jesus.
Liebe hat einen Namen und der ist Jesus. Und Gottes Liebe wird in Jesus sichtbar. Durch Jesus wird der unfassbare, unverfügbare Gott, der außerhalb vom Kosmos ist, sichtbar und verfügbar. Und ich habe mir schon für meine Weihnachtspredigt viel Gedanken über das machen, einen kleinen Hinweis zu der, auch die ist noch verfügbar, dass Gott näher kommt, dass er zu den Menschen kommt. Und der Johannes, einer der Jünger, schreibt in seinem Evangelium, seinem Lebensbericht über Jesus, ganz viel über genau diesen Aspekt. Und das fängt schon an im Kapitel 1, wo er im Vers 18 sagt, niemand hat Gott gesehen. Der ist außerhalb vom Kosmos. Der ist der Schöpfer. Aber der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selber Gott ist und an der Seite vom Vater sitzt. Und dass das der Johannes schreibt, ist besonders kostbar, weil er gerade in der Einleitung von seinem Evangelium dem Sohn, dem Jesus, einen wunderschönen Platz gibt und sagt, der ist schon vor allem am Anfang an gewesen, bei Gott und mit Gott. Weil er ist Gott. Und er ist der uns Gott zeigt. Und dann lesen wir im Kapitel 12 von Johannes, wo dann Jesus selber das ausdrückt. Und er sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und dann geht es weiter. Und Jesus sagt, wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn schon. Ihr habt ihn bereits gesehen, weil wer den Sohn sieht, der sieht den Vater. Gott macht seine Liebe sichtbar in Jesus. Das ist der erste Aspekt. Darum hat er seinen Sohn gesendet, damit er sichtbar wird. Und das heisst auch automatisch, in Jesus wird Gottes Liebe nahbar. Es kommt nach. Es kommt von außen am Universum, außen am Kosmos rein, mit drin rein. Es ist eine Dynamik von weit weg zu nah. Und wie oft sind wir die das Gefühl haben, wir müssen näher zu Gott hingehen. Aber weißt du was? Gott ist zu uns gekommen. Als allererster. Er hat einen Weg auf sich genommen, den wir nie nehmen könnten, weil wir sind Menschen, wir sind begrenzt. Und das Bild zeigt sich uns auch durch die ganze Bibel durch das Alte Testament und das Neue Testament. Dass der Gott dann im Alten Testament ja dann schon sichtbar wird. Er wird uns gezeigt als der handelnde, erschöpfende Gott. Ja, erschaffende Gott, nicht erschöpfende. Erschaffende Gott. Wo dann aber auch sich zeigt, Begegnungen schafft. Aber ehrlich gesagt ist er noch nicht nahbar. Er ist präsent, aber nicht nahbar. Es ist ganz klar, was Gott ist heilig und was der Mensch ist nicht heilig. Da gibt es eine Trennung. Da wird beschrieben, wie die Menschen in der Begegnung mit ihm müssen auch eine gewisse Distanz wahren. Er ist nicht einfach verfügbar. Und für uns ist das manchmal auch schwer einzuordnen. Da hast du dann auch manchmal eine Seite von Gott, der zornige Gott, der dann plötzlich wieder liebend ist oder sollte sein, aber wir leben dann auch anders. Und die Dynamik bewegt sich dann ins Neue Testament hin. Niemand hat Gott je gesehen im Alten Testament, aber seine Auswirkung ist schon da gewesen. Aber dann kommt Jesus und mit der Menschwerdung von Jesus wird er persönlich, er verankert sich in der Geschichte der Menschheit und schreibt sich hier, unveränderlich, als historischer Fakt. Und so macht er sich nahbar und fassbar in der grösstmöglichen Deutlichkeit. Eine Dynamik von fern zu nah. Und der Paulus reflektiert dann auch über das, wo der Paulus ist ja dann der zu den Heiden gehen, zu den Nichtjuden, der Ruf gehabt und ihnen das verkündet hat. Und so hat er viel im griechischen Raum die gute Nachricht von Jesus verkündet. Und was er dort dann der Kolosser eben sagt, in dem Teil, wo er den Christus-Hymnus abfeiert, den ich vorher schon Bezug genommen habe, das ist interessant, weil er sieht es genau so. Und er erklärt es ihnen, so dass sie es verstehen können. Weil sie sind Griechen und Griechen haben auch Götter. Und von diesen Göttern hat es Bilder gegeben. Und die haben sie abgebildet in toten, nicht lebendigen Statuen. Und der Paulus schreibt ihnen dann, Kolosser 1,15, der Sohn, Christus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Und er erklärt ihnen und sagt, der Jesus ist so faszinierend. Das ist eben nicht eine Statue, die gekommen ist. Das ist nicht eine Statue, die in Jerusalem aufgestellt worden ist. Das ist ein Mensch, der gekommen ist auf die Erde, ein Sohn, wie du und ich. Und er ist das Bild vom unsichtbaren Gott. Und als Mensch ist er eben erfahrbar, nahbar geworden. Und das ist ein Meisterwerk. Wie könnte sich Gott der Welt besser offenbaren, als dadurch, dass er einer von uns wird? Einer von uns. Er ist selber Mensch geworden. Er ist die Offenbarung. Jesus ist die Offenbarung von Gott. Wer ihn gesehen hat, der sieht den Vater.
Das führt mich zum nächsten Punkt. Gott wird Mensch, nicht um zu erfahren, wie es ist, Mensch zu sein. Das muss er nicht. Er hat uns geschaffen. Sondern damit wir erfahren, wer er ist. Gottes Liebe, Jesus ist Gottes Liebe nahbar. Jesus ist Gottes Liebe erfahrbar. Gottes Liebe wird erfahrbar. Jesus ist Liebe in Person. Aber wie das bekannte Sprichwort uns sagt, Liebe zeigt sich eben nicht in Wort, sondern in Tat. Und darum redet Taten lauter als alle Worte. Und Tat ist das, was vertrauenswürdig macht. Und jetzt kommen wir zu der Erfahrung. Wir leben in der Zeit von Rezensionen und guten Google-Bewertungen. Und wenn du ein Business hast, dann bist du auf eins aus, nämlich, dass du dort 5 Sterne bekommst. Aber das kommt nicht daher, dass du gut schön hier redest und deine Webpage gut aussieht. Sondern die Leute geben dir dann eine gute Bewertung, wenn das, was du sagst, sich in der Tat zeigt. Wenn sie erleben, wenn sie erfahren, dass das gut ist. Die Liebe zeigt sich in der Tat. Die Tat macht vertrauenswürdig. Und Jesus hat gehandelt, erfahrbar während der Zeit von seinem Wirken. Und ich will sagen, er war eigentlich da gewesen, um sich die Bewertungen abzuholen. Nein, natürlich nicht. Aber er hat sich so nahbar gegeben, dass man wirklich einschätzen konnte, dass man erleben konnte, dass man erfahren konnte. Und wenn wir sein Leben dann genauer betrachten, dann erkennen wir, dass er eben die Liebe in Aktion gezeigt hat. Und interessanterweise, oft in den Situationen, wo man es am wenigsten erwartet hat, hat er überraschend gehandelt. Und da möchte ich mit euch einfach so einen queren Streifzug durch die Evangelien machen. Und wir sehen, wie der Jesus, Gottes Liebe, erfahrbar ist für verschiedene Gruppen von Menschen. Da haben wir zum Beispiel, wenn er dem Kind begegnet, im Markus Kapitel 10. Und alle wollen Kind von ihm weghalten, weil die Kinder sind es nicht würdig waren, um mit den Erwachsenen am Tisch zu sitzen. Sie haben so irgendwo ein Schatten da sein, neben den Tieren gehabt, Hunde und so, die noch zum Haushalt dazugehört haben. Aber sicher nicht am Tisch mit den Erwachsenen. Das war nicht auf Augenhöhe gewesen. Und Jesus sagt, lasst Kind zu mir kommen, weil ihnen gehört das Himmelreich. Obwohl sie kein Ansehen haben. Gottes Liebe erfahrbar. Oder, wie Jesus würde sagen, wer mich sieht, sieht den Vater. Wir haben im ersten Kapitel vom Markus Evangelium Geschichte mit einem Aussätzigen. Einer, der die Menschen nicht anlangen wollten, weil sie selber dann unrein gewesen wären und sie das getrennt hätten. Von wem? Von Gott, der außerhalb vom Kosmos ist. Was macht der Gott selber? Er kommt hier und er langt danach. Und macht sich selber unrein, mitten drin. Er riskiert die Unreinheit, um die Liebe zu demonstrieren. Jesus ist Gottes Liebe erfahrbar. Oder, wenn er es gesagt hat, wer mich sieht, sieht den Vater. Lukas Kapitel 19, die berühmte Geschichte vom kleinen Zachäus. Ein Zöllner, ein gewiefter Kaib, ein bescheisse sich. Einer, der schon gewusst hat, wenn er zu seinem Recht kommt, wenn er vielleicht körperlich nicht da war, der hat es schon können. Einer, der sich einlassen hat auf alle Spielereien und einfach geschaut hat, dass sein Sack sich füllt. Und Jesus kommt auf Jericho und es hat ganz viele Menschen dort. Und der Zachäus sieht nichts und hockt auf seinen Baumut, damit er ein bisschen etwas erspähen kann. Aber wahrscheinlich auch froh, wenn man ihn nicht sieht. Das ihn der Jesus fasziniert. Und der kommt, der Jesus, und sagt, Zachäus, komm runter. Ich will zu dir heimkommen. Ich will mit dir essen. Gottes Liebe erfahrbar, demonstriert. Oder wie Jesus will sagen, wer mich sieht, sieht den Vater. Oder eine weitere Geschichte mit dieser Frau, die vor ihm geschleicht worden ist. Und sie hat geheißen, hey, sie ist eine Sünderin, Ehebrecherin, bestätigt das Urteil. Und er verurteilt sie nicht, sondern fragt, wo sind deine Ankläger geblieben? Somit klage ich dich auch nicht an. Gang und sündige nicht mehr. Ganz entgegen dem Anspruch der religiösen Elite, die sich so gewünscht hat, dass er einen markieren und zeigen, wo das nahe bei Gott ist und wo das fern von Gott ist. Jesus, Gottes Liebe erfahrbar. Oder wer mich sieht, der sieht den Vater. Jesus ist Gottes Liebe erfahrbar. Und so möchte ich schliessen mit der herzlichen Einladung. Lass dich finden von dem Gott, der sich bereit erklärt hat, um von außen am Kosmos zumindest eindringen in die Welt. Und ich möchte das machen mit einer ganz berühmten Geschichte. Und die Geschichte darf ich im Moment fast täglich erzählen, in Form von einem kleinen Bilderbüchlein. Und wir lesen sie im Matthäus Kapitel 18, ab Vers 12.
Jesus sagt nämlich dort seinen Jüngern: Was meint ihr, wenn ein Mann 100 Schafe hat und sich eins davon verläuft? Was wird er machen? Lässt er nicht die 99 auf ihrer Weide in den Bergen zurück, um das verirrte Schaf zu suchen? Und ich versichere euch, wenn er es dann findet, dann freut er sich dermaßen über das eine, mehr als über die 99, die sich nicht verlaufen haben. Die Geschichte ist ein Gleichnis und es ist eine einfache Geschichte, aber sie hat Tiefgang. Und jetzt, ohne sie genau in ihrem detaillierten Kontext zu betrachten, hat sie eine Grundbotschaft. Und es ist die, dass der Gott sich bereit erklärt hat, zu sagen: Ich mache mich auf den Weg, um das Verlorene zu finden. Der Gott, der außerhalb von unserem Denken platziert ist, außerhalb vom Kosmos, sich so menschlich zeigt, sich seine Hände dreckig macht. Und in meinem Büchlein, das ich erzähle, in meiner Übersetzung, die ich am Feierabend erzähle, heisst es: Er bleibt in den Dornen hineinhängen. Aber er gibt nicht auf. Er stolpert über Stock und Stein, aber er gibt nicht auf, bis er sein Schaf findet. Der Gott ist bereit für das. Es ist eine Geschichte von einem Gott, der den Weg auf sich nimmt, in deine und meine Realität kommt. Und meine Frage ist: Lass du dich finden heute? Und sind wir nicht manchmal auch ein bisschen verloren? Also ich bin's, muss ich dir ehrlich sagen. Verloren in den Überforderungen von meinem Leben. Verloren in meinen Ängsten und meinen Befürchtungen. Und manchmal sind es ganz banale, alltägliche und manchmal sind sie riesengroß. Existenziell. Verloren in meinen Charakterschwächen und Schattenseiten, die ich schon längstens gerne hinter mir lasse. Ich würde sie so gerne loslassen. Verloren in den Muster und Süchten und vielleicht auch in ungesunden Beziehungen. Vielleicht verloren, weil ich gedacht habe, ich gehe mal allein. Weil es gibt noch eine grünere Wiese als die ich hier zuteilt bekommen habe. Vielleicht verloren, weil ich gedacht habe, ich bin ein bisschen schneller unterwegs als die lahme Herde. Ich gehe mal ein bisschen voran. Aber vielleicht auch verloren, weil du merkst, dass du dieser Herde nie nachkommst. Dass du die oder der bist, der es nicht so ganz schafft und plötzlich zurückgeblieben ist. Der Gott, der zeigt sich in Jesus, in deiner Realität, was auch immer dir jetzt aufkommt, und er sucht und findet dich. Und er ist als Mensch gekommen, um dich zu finden, damit du ein neuer Mensch werden kannst. Und das Neue, das zeigt sich dann auf spektakuläre und auf manchmal auf unscheinbare Weise. Der neue Mensch, der findet Hoffnung mitten in der Trauer. Der neue Mensch, der findet Optionen, dort, wo er vorher Sackgasse sieht. Der neue Mensch, der findet Annahme, dort, wo er das Gefühl hat, er ist nur abgestoßen. Der neue Mensch findet Freude, weil sich Gott freut, wenn er ihn findet. Und das ist der Schluss von dieser Geschichte. Der Gott, der freut sich unvorstellbar fest, wenn er dich und mich findet. Und das ist, glaube ich, eine gute Nachricht an einem Sonntag. Ja. Und ich glaube, in dieser Haltung wollen wir jetzt sein. Und ich lade euch herzlich ein, wenn ihr mögt, zum Aufstehen. Und ich möchte beten, dass der Gott kommen kann und uns finden, da wo wir im Moment sind. Wir beten miteinander. Komm, Herr Jesus, komm. Komm zu uns und finde uns da, wo wir gerade sind, wo wir davon gelaufen sind, wo wir vielleicht nicht nachgekommen sind, da, wo es uns angetrieben hat. Und wir sind uns bewusst, dass wir uns mit dem Gebet einreihen, in eine lange Tradition, 2000 Jahre Kirchengeschichte von vielen, die auch das Gebet schon gebetet haben. Komm, Jesus, komm.
wir teilen ihren Wunsch und wir kennen mit dem auch, du bist nicht nur Mensch, sondern du bist auch Gott. Hilf uns, auf diese Wahrheit zu vertrauen, dass du als Gott Mensch geworden bist. Zeig uns, wie wir jeden Tag im Bewusstsein von der Tatsache leben können, dass du, Jesus, Mensch geworden bist. Wegen uns, für uns und für das alles, was du geschaffen hast. Du bist Gott mit uns. Amen.